Schönen guten Morgen zusammen. Gebe ich dann herzlich begrüßen für diesen ersten Webinar von taxx.lu zum Thema Steueroptimierung, den wir zusammen mit der Lalux organisiert haben. Vielleicht direkt einen kleinen Info für uns denken, wie gesagt, wir ganz viele Leute haben. Wir geben nicht Möglichkeit für Fragen zu stellen. Da kommt aber wenn Ihnen eine Frage hat zu den Themen, die wir aussprechen werden, können wir ganz gerne eine E-Mail machen und dann können wir natürlich auch darüber. So, da starten wir. Ich stelle euch ganz kurz vor, obwohl das wahrscheinlich am meisten interessant ist von dem Webinar heute. Mein Name ist Patrick Malgis, ich bin von den Gründer von taxx. taxx ist sind im März 2018 am Marché und hilft mittlerweile über 10.000 Leute für ihre Steuererklärung online auszufüllen. Vielleicht für uns dann eine schlechte Novelle, ich bin Steuerexpert, aber das ist vielleicht genau das, was eine gute Novelle ist, weil es mal erlaubt, ich vielleicht Sachen an ein bisschen einfach Spruch erklären, wie wenn ich so ein Steuerexpert wäre. Natürlich auch an eine ganze Equipe, die auf alles froh, die was kompliziert ist, dann noch dem Moment eine Antwort hat. Zum heute Programm. Wir fangen nun ganz sehr Überblick über das letzte Steuersystem. Wir gehen natürlich an Detail, mit also wichtig, ein bisschen zu verstehen, wie das funktioniert, für zu verstehen, wie Steueroptimierung funktioniert. Das ist das Thema vom Webinar. Und zum Schluss gucken wir eigentlich, wie taxx ich kann helfen, Situationen zu optimieren. Da haben wir auch zur Haut einen neuen Service, den ich da ganz sehr vorstelle, ganz zum Schluss. Voilà, fängt man mit der Steuererklärung. Ich meine, jetzt noch das Formular, was ihr kennt. 20 Seiten mittlerweile, ziemlich kompliziert. So gehen wir natürlich schon nicht drauf an, weil in das taxx auch im Moment nicht braucht. Gucken, wen eine Steuererklärung muss machen. Da gibt verschiedene Kriterien, da teilen wir all mit, da keinen Überblick. Die muss denken, wann da ein Revenu imposable von über 100.000 € ist, wenn der Ménage mehr wie ihr Revenu hat, oder wenn der Revenu hat, die nicht besteuert sind, zum Beispiel, wenn der ein Appartement hat, oder verlohnt. An dem Moment muss er natürlich auch die Revenuen deklarieren, weil die eben noch mal besteuert sind. Auch wenn eine Steuererklärung nicht obligatorisch ist, möchte ich aber ganz oft einen zu machen, weil da durch ganz kurz Sachen aufsetzen und dadurch noch Steuerlast reduzieren. Muss noch wissen, dass bei Falschen von den Leuten Kind machen, kein machen, das natürlich schuld, weil aber durch die Aufsetzungen ein Teil von den Steuern, die den auf seiner Fall bezahlt, da kann Dreck freuen. Kann man gucken, sehr von was aufhängt, wie viel Steuern muss bezahlen. Du gibt es zwei große Faktoren. Den ersten ist der Revenu imposable, den anderen ist die Steuerklasse. Revenu imposable, wie geht die gerechnet? Die holt sich einfach mal alle guten Revenu, die da hat an der Ménage. Und man kann auch verschiedene Sachen aufzählen. Zum Beispiel Dépenses Spezialen, verschiedene Appartements. Und zum Schluss kriegt er dann ein Revenu imposable ajusté. Und das ist der Revenu, wo geguckt wird, wie viel Steuern das der Ménage in dem Moment muss bezahlen. Die Steuer von Steueroptimierung schwätzen, dann ist das Ziel für die Revenu imposable ajusté so weit wie möglich anzustrecken. Es sind verschiedene Hebeln, natürlich ein Revenu aufzusetzen. Das ist vielleicht nicht den interessantesten. Eine andere Möglichkeit ist, die Transmission anzusetzen. Wir haben nur noch gesehen, was das genau ist. Und eine andere Möglichkeit ist, das Appartement aufzukriegen. Der zweite Faktor, der spielt als Steuerklasse. Auch da gehen wir nicht im Detail. En gros, dass wir so wissen, gibt 3 Steuerklassen. Das ist Steuerklasse 1 für Zelibatären, 1a für Single und Kanner, und dann Steuerklasse 2 für bestrittene Leute, respektive für Leute, die gepackt sind. Du vielleicht Schlussmerkung zur Info, für das gepackte Leute, ich kann Summe besteuern, müssen sie am Steuerjahr mit Steuererklärung machen, vom 1. Januar bis 31. Dezember gepackt sind. Also es geht das leider nicht. Voilà. Das sind die 2 Faktoren, die ausmachen, wie viel Steuern das bezahlt. Kommen wir ein bisschen bezahlen. Auch da probieren wir es so einfach wie möglich zu machen. Das letzte Steuersystem, das ist ein progressives Steuersystem, das T-Staat, weil der T-Staat einfach, dass wir alle Guten auf den 1. Euro, die er verdient, keine Steuern bezahlt, aber dann mehr ein höherer Verdienst wird, zum letzten Euro geht dann eben noch der Prozentage von Steuern, die er muss bezahlen, an Blut. Das geht zu Lützburg bis auf 42%, was ein spitzer Steuersatz ist. Du könnt das eine Majoration dabei,
Du können kommen bis zu 9% Drop für den Fonds de l'Emploi, sodass den absoluten den nächste Steuersatz, dem heute wird schon die 45,78%. Der T-Staat bei der T also dass die letzten Euro, den die Leute verdienen, die auf dem dritten Niveau sind, dass dem 45,78% besteuert wird. Das auf der anderen Seite auch alle Euro, den die Leute auf können zählen, da überspüren das 45,78%. Wie geht es progressive Steuerwahrung gerechnet? Gucken wir sehr ein Beispiel von einer Person, Zelibatär, die ein Revenu imposable wird 40.000 Euro, Steuerklasse 1. Wie gesagt, die echt 11.265 Euro die steuerfrei, da zählt keine Steuern drauf, da zählt keine Steuern drauf, den echt 11.265 diese verdienen. Und dann noch, als Verdingschmäh und Blut geht, wird den Steuertor wie heißt. Wenn wir ganz zum Schluss gucken gehen, die letzten Euro, die die Person halt verdient, zwischen 45.897 und 40.000, ich habe den 4.103 Euro, die besteuert mit 39%. Wenn wir dann Sum von all den Steuern holen, dann kommen wir auf 9.106 Euro. Du könnt noch, wie gesagt, eine Kontribution für den Fonds pour l'Emploi dabei, 7%, sodass die Person hier an sich 9.743 Euro Steuern muss bezahlen. Der letzten Euro, den verdient, dass mit 39% besteuert gehen. Das auf den das interessiert für die Situation sich zu optimieren. So, was sind Möglichkeiten, schmengen die einfachste Möglichkeit, in der jeder das machen, das den Revenu imposable probieren hochzusetzen, Steuerklassisten, also das ist schwer, und geben sich just Dobenz mit irgendeinem Bestuhl. Da sind wir schon beim Thema von heute. Weil das schon wahrscheinlich mich interessiert, der erste Weg kann der Logik verreden, die Steuersituation optimisieren. Kommen wir mal ein kleines Beispiel an. Wir haben ein Revenu imposable von 40.000 Euro. Und wenn du keine Deduktion möchtest, schon nicht aufzieht, damit die Person, wie wir gerade gesehen haben, 1.743 Euro Steuer bezahlen. Kommen wir nun, wie wir verschiedene Sachen aufsetzen auf der Steuererklärung. Also zum Beispiel 4.000 Euro. Dann hat ja nicht mehr 40.000 Euro, die besteuert gehen, das ist nach 46.000 Euro. Wenn wir da mal in den Tableau gucken gehen, da sehen wir, dass die letzte Tranche, die letzten Euro, die verdient, die das mit klein gehen, das ist just noch 103 Euro, die mit 69% besteuert gehen. Was er möchte, dass en fin de compte nicht mehr 9.743 Euro Steuern bezahlt, mehr just noch 8.074. Und weil er sich also dann 1.669 Euro Steuern konnten spüren, dadurch, dass er 4.000 Euro aufgesetzt hat. Bei Ziel die verschiedenen Möglichkeiten, weil ich kann aufsetzen, du gehst Report, schon in zwei Kategorien gemacht, einerseits Dépenses Spezialen, derseits der Bottom. Bei den Dépenses Spezialen, da kriegen wir dann ein bisschen im Detail, du willst zum Beispiel Zinsen, die da wären präpersonell bezahlt, Assuranzen, den Bausparvertrag, an eine Zusatzpension. Bei einem Appartement, da fanden wir zum Beispiel Frais de Domesticité, das können Präse von der Crèche, von der Kanner, das kann auch eine Relais sein, oder eine Bootsfirma, die wir hier botzen können, oder eine Bootskraft, die wir hier schafft und die natürlich auch angemeldet ist. Da sind wir nach Charge extraordinären, an wir haben ein Appartement für Mobilität durable, wenn man ein Elektroauto gekauft wird oder ein Velo gekauft wird, an das ist keine Subvention dafür vom Staat gut. Ich würde mich interessieren, als Hauptsache für Dépenses Spezialen, weil das Daisy wurde am einfachsten drauf agieren. Die erste Kategorie, die ist pro Jahr, wenn sie sich zusammengeworfen, wurde einerseits eben Zinsen, auf einem Präpersonell zum Beispiel, und andererseits Assuranzen. All die Kategorien, wo das aufsetzt, die plafoniert. Hier steht diese gewisse Maximum, die Maximum ist meistens abhängig davon, zu wie viel Leute an ihrem Stuhl sitzt. Bei dieser Kategorie zum Beispiel sind das 672 Euro pro Person am Ménage, das ist von der Pap, ein Mann, als Bekanner sitzt, da können an der Kategorie 2.681 Euro aufsetzen. Du also einerseits Zinsen noch Präen, das kann ein präpersonell sein für ein Auto zum Beispiel, das können aber auch Zinsen sind, die eventuell bei einer Kreditkarte aufteilen oder Zinsen, die man muss bezahlen, wenn der LKW Konkurrenten an den Minus rutscht.
Bei den Assuranzen, das am häufigsten aufgesetzt wird, das ist natürlich die Assurance für Auto, Responsabilität Zivil davon. Die aber auch Assurance wie, also Lebensversicherungen, die da können Sinn machen, an eine zusätzliche Krankenversicherung von Autokompensation. Ich gebe euch ein Beispiel von einem Partner der Lalux, das ist Lalux Education, das ist eine Lebensversicherung, die gemacht wird für Kanner echt mal aufzusichern, an der Woche hin ein bisschen also Zeit zu leben, wenn sie ja noch zum Beispiel auf die Uni gehen, wo sie im Moment als Trimester ein kleines Rent kriegen. Schon ein Beispiel gesagt, wenn du da einen Kontrakt macht für 10 Jahre, es muss 10 Jahre sein, dass das Minimum muss, der Kontrakt muss laufen, das kann auch gesagt gehen. Und investiert du alle mit 100 Euro dran. Weil am Ende von den 10 Jahren, holen wir nicht kommt im Moment durch 10 Jahre, da Kredit während 5 Jahre als Semester ein 431 Euro Minimum im Moment ausbezahlt. Wann ihr oder eurem Partner der Moment, also bis du hin hast, geschehen, kann man nun ein Beispiel, ein Autosaccident, von den Eltern gibt sterben, da kriegt kann 2.513 Euro, da gibt die zwei älteren Dealer sterben, dann gibt kann 105.000 Euro kriegen, auch noch weiterhin die Prämie eben am Ende vom Kontrakt, und in dem Fall mal durchziehen. Die kann ich natürlich aufsetzen mit einer Steuererklärung, wenn du den Plafond noch nicht erreicht wird. An einem Beispiel, das machen, ob 10 Jahre geguckt, ungefähr eine Steuersprung zu 5.494 Euro. Das ist einerseits Spur der Steuern und andererseits schützt der Erkanner, respektive die letzten bisschen so Zeit für wenn sie ja noch bis auf die gehen. Die andere Möglichkeit, das wäre zum Beispiel eine Zusatzkrankenversicherung von der Lalux, die einen großen Teil von den Freien überhält, die nicht von der CNF oder von so einer Krankenkasse zu Lützburg überhalten. Das kann den Teil von der Doktorrechnung sein, den CNF nicht mehr überhält. Das kann sich was am Spital leid, Brille, Kontaktlinsen, Kraueneffizienz zum Beispiel, die Kine, Osteopathie und noch ganz andere Sachen. Auch da kann ich ganz gerne helfen, genau zu erklären, was Möglichkeiten sind. Dann eine Assurance ein bisschen spezieller, das wollte ein bisschen noch darüber angehen, das ist ein Faute Restendu, also eine Rechtsschuldversicherung, die wird aufgeschlossen im Moment, wenn zum Beispiel ein Prämie für das Haus, und die wird die Prä eben assurieren für Stierfall oder eine Invalidität. Da gibt es zwei Möglichkeiten, was die Bank hier schon mal proposiert, das entweder ein Prämie annuell, ich würde einfach pro Jahr ein gewisses Montant bezahlt, oder ein Priminik. Primanuell hilft einfach, dass alle Jahre, wenn der ganze Laufzeit in der Assurance, die also ihre Prä aufdeckt, das heißt, dir oder der Partner gibt sterben, da wird in dem Prä, der ganze Prä, den man assuriert wird, aufgedeckt. Wenn das primanuell wird, das heißt, die in derselben Plattform wie alle anderen Assuranzen. Das heißt, von der Lo ist so mal 2 Autos hat, eine Hausassurance, das vielleicht eine Zusatzkrankenversicherung, da sieht der ganze auf dem aufsetzbaren Plattform, das ist steuerlich also keinen Sinn mehr. Das mehr interessant ist in dem Fall, die Priminik, weil du gehst speziell Plattformen. Die Priminik ist einfach, dass die Assurance auf EQ ganz bezahlt für die ganze Laufzeit. Und du könnt sich pro Erwurzeln eine Person der 6.000 Euro aufsetzen, pro Kant kommen noch 1.200 Euro dabei. Und für alle Jahre, wo der mehr aussieht wie 30 Jahre, kommen 8% dabei. Also Beispiel, ein Pap von 40 Jahren, ein Mann von anderen Jahren mit 2 Kindern, kann also das Jahr, wo sie die Assurance aufschließt, bei 25.000 Euro auf der Steuererklärung aufsetzen. Kommen wir gucken, ein kleines Beispiel. Wenn wir ein Revenu imposable Ajusté holen ohne die Deduktion von 120.000 Euro, dann muss man am Ganzen ungefähr 27.833 Euro bezahlen, Steuern bezahlen. Wenn da die Priminik gibt aufsetzen, wäre das hier effektiv ein Revenu imposable gut Stück mit klein. Steuern die zu zahlen sind natürlich auch gut Stück mit klein. Und die gibt dadurch rund 10.500 Euro Steuern sparen. Ein anderes Beispiel, wenn du eine Assurance aufschlägst, die kennt zum Beispiel 600.000 Euro von ihrem Prä aufdecken mit dem Produkt, das gebe ich dann für 25.000 Euro dann für die Assurance Kosten. Wenn du dort Steuersparnis aufrechnen, der kostet die Assurance ja nur 14.500 Euro. Also das ist eine Möglichkeit eben auch für soll ihre Partner oder Kanner aufzusichern, sollte ihr oder ihren Partner geschehen. Auch etwas ganz interessant ist, die Priminiken, die sind alle 5 Jahre bis zu dem
hege Plafond aufsetzen. Der Techt hummer Beispiel du 2014 Priminik aufgesetzt für einen Deel von ihrem Prä. Da können der 2021 nach Sponsor aufschließen und nach einmal von dem hege Plafond profitieren. Der Techt von der Demos vielleicht nicht die ganze Prä aufgesichert wird, weil die Stadt dem Moment daher genoss. Da kennt er das Haus nur 5 Jahre kennt er durch die rechtliche Prä online aufsetzen kein zusätzliche Sicherheit. Da kann man bei Zusatzpensionen durchspielen kann er nicht, wenn man als für den Plafond interessieren. Du gehst just die Website geguckt vom Stoß, wenn der Länge sitzt in der 3.200 €, wenn er zu 2 sitzt, dann macht das mal 2. Das heißt, an Beispiel für Drohnen, Pap, ein Baum, und die Kanner, das sind 2 mal 3.200 € und die 6.400 € die ich kann aufsetzen. Und du kannst ihn dann an diesem Beispiel bis zu 2.670 € Steuer sparen. So vielleicht noch wichtig zu sagen, die Plafond für 6.400, das gilt just, wenn jeder einzelne Kontrakt mit von 3.200. Kann also nicht den Pop allein diskutieren, ich mache mir einen Kontrakt für 6.400. Das geht nicht. Par contre, Kontrakt für den Mann, für die Frau, das klappt. Das Prinzip ist relativ einfach. Das Geld, das wenn du arbeitest, das kann auf der Bourse investiert gehen. Mit 60 Jahren kann er darauf zurückgreifen, egal ob er zu dem Moment schon an der Pension sitzt oder nicht. Und die können ja auch wie später Kontrakt machen. Das heißt, das Mindestlaufzeit 10 Jahre sind, können sogar nach 64 Jahre so Kontrakt aufhängen und nicht mal 74 Jahre ausbezahlen lassen. Ausbezahlen muss für im Alter von 75 Jahren geschehen. Pladux, die bietet das Produkt Easy Life Pension an. Du gibt 2 verschiedene Optionen. Ich denke, eine Option mit Kapitalgarantie. Du siehst sicher, dass alle Euro rumkriegt in der Arbeit wird. Und da gibt es die Option Performance, wo das Geld, wie gesagt, in verschiedene Konditionen dann von der Sparkasse auf verschiedene Fonds investiert wird. Ich habe kein Beispiel drauf gesagt. Wenn das zum Beispiel so, okay, ich investiere 100 € pro Monat, also in Produkt, dann kriegt er ungefähr 25 Jahre 6.000 € rum. Und auf dem Maximum geht es 266 €. Und da kommen wir auf die 3.200 pro Jahr. Dann wird er nur 25 Jahre ungefähr 150.000 €, die dann zur Verfügung im Moment sind. Und ich das Geld mal dann auf EQ ausbezahlen lässt, dann wird das einfach versteuert, aber just mit dem Demi-Taux moyen. Demi-Taux moyen ist nicht anders wie die Tauschen von ihrem Durchschnitt Taux. Das ist, und als Beispiel für Drohnen, wo wir gesehen hatten, bei einem den Single die 50.000 € Revenu imposable wird, sind dann für 9,5%, die im Moment müssten Steuern aufhalten. Und dann noch eine Möglichkeit bei der Position zu machen, das ist den Epargne Logement, das ist der Bausparvertrag. Da ist der Plafond 672 € pro Member vom Ménage, das ist auch kann man gerechnet. Und wenn die Eltern innerhalb 40 Jahre alt sind, dann wird der Plafond einfach verdoppelt. Das ist zum Beispiel für Drohnen, Pap 40 Jahre, andere Jahre mit 2 Kinder, die profitieren von einem Plafond von 5.376 €. Wenn das Revenu imposable hoch von 120.000 € sparen sie da mit 2.253 € Steuer. Nach 10 Jahren hat er Aktien auf das Geld und das kann er dann benutzen, entweder ein neues Logement zu kaufen oder das Haus, das er schon hat, vielleicht zu renovieren oder bei einer Renovation beizulegen. Oder die kann er auch benutzen für einfach bei Prä, den er vielleicht mal laufen hat, für das Haus direkt zu bezahlen. Wichtig, es muss eine Relation stehen mit ihrem Logement. Ihr könnt man nicht zum Beispiel ein Auto kaufen. Denn wenn es um Steueroptimierung geht, hängt das immer ganz viel damit viel davon auf, wie er Situation austicht. Wie viel sieht er in ihrem Staat, wie viel verdient er, also weiter. Das ist am einfachsten ist, eine Simulation zu machen, die ganz spezifisch für ihre Situation eben das Nation aussieht. Bei Tax X gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich würde denke, sehr erweisen. Die sind einerseits da für Leute, die schon Tax X benutzen, andererseits man zu Hause eben auch etwas, was jeder kann benutzen, die den Steuererklärung für selber im PDF gemacht wird. Ich weiß nicht, das am besten ganz sehr. Tax X für die Leute, die es noch nicht kennen, müssen eine Online-Plattform, so können ihr Steuererklärung online ausfüllen. Sie am Platz, dass sich durch die PDF kämpft, kommt dabei Sitz, der mit einem Account ab, und da geht er sich durch ein interaktives Formular gelegt. Das ist immer aufpassen in ihrer Situation.
Die huet eng Möglichkeit dat Autoscan genannt und die am Genre enke ganz neu opgelöscht wird. Du können dat Foto hechten alle Zertifikan, die da huet kann man so den Zertifikat Salär, Assuranzen, Bausparzertifikat so weiter. Das System geht automatisch Stunden so rauslesen, das wird dann der Steuererklärung automatisch aus. Zum Schluss, und das war ich wollte zum Schluss, die schon der Steuererklärung bis so hochgelöst wird. Und der Steuererklärung bis hochgelöst wird, ob Tag 6, da kriegt auch noch ein gratis eine Analyse, rapport zu ihrer Möglichkeit für Steuern zu spüren. Der Tisch mir rechne ich dort das aus, was wir OptiScore genannt haben. Den OptiScore, also das, was wir bei Tag 6 selber entwickelt haben, den würde ich auf Blick sehen, wie gut das schon optimiert ist oder nicht. Der geht also von 0 bis jetzt gar durch, bis 100, diese ballgute Plafond, die an ihrer Situation möglich sind. Hier ist ein Beispiel, ein OptiScore von 22, der Tisch sind verschiedene Sachen, die aufgesagt gehen, mehr, dass man relativ großes Potenzial dafür machen. Die User findet ein Video, wo ich erklärt wie das genau funktioniert und Informationen zu den verschiedenen Kategorien, die wir für nur gesprochen haben, zum Beispiel Zusatzpension, gesagt, was mit denen Kind spüren. Und wird schon anscheinend länger aufgesagt, dafür sind wir nicht auf 0 mehr und auf die Gruppe 23. Aber wenn man mehr Informationen will, kann man draufklicken, findet ein Video, wo erklärt wird, wie das Produkt genau funktioniert. Anhören wird ein Simulator, wo kann sagen, okay, das Maximum, den ich kann aufsetzen, zusätzlich sind nach 408 € pro Monat, das ist mir aber ein bisschen viel. Da kann er sagen, okay, ich gebe gerne einen Kontrakt nach 100 € im Monat und da gesagt, direkt doch was eine Steuer in dem Moment spürt. Kann sich dabei melden, wir können ein Offer machen, und wir können den Kontrakt dann noch online für hier bereden, dass man doch nicht zu deplacieren braucht. Das tut noch so das, was man anbietet für User, die bei uns hier Steuererklärung machen, an einer Woche in der Haut, Möglichkeit für die Leute, die hier Steuererklärung selber ein PDF macht oder vielleicht ein Fiduciär gehen, für die PDF das System hochzuladen. Und wir machen eine Analyse im Moment von den Möglichkeiten, die noch bestehen. Seit auf tax.x.lu/simulator setzt man doch nur noch ein paar an Kommentaren auf Facebook, da sieht er, wo das fand. Und was muss ich machen? Es geht durch, sich den PDF auszuwählen, also von ihrer Steuererklärung. Der setzt halt ein Häkchen, dass er quasi, dass man die Donnen, das System die Donne kurz verschafft, für sich können abzubreden. Wir speichern nicht von der Deklaration, die gibt keine Donne noch bei dem Server. Das wird alles direkt gelöscht. Direkt einfach Analyse starten. Und im Moment kriegt er bald dasselbe für als User auf Tag 6, hier kriegt er einen OptiScore, der sieht, wo er nach Potenzial hat und der sieht ganz genau, zu ihrer Situation, zu ihrer Steuererklärung, wie viel Steuern das er kann spuren. Und wenn man will gewöhnt gehen, in dem Moment können wir uns kontaktieren und da gucken wir zusammen durch, wie wir ihre Situation am besten könnten verbessern, für das da natürlich noch Steuern können spuren. Voilà, das waren schon für unser kleines Webinar. Mehr wollte ich heute nicht sagen. Ich meine, das Mittag, die wird schon doch alle guten Gäste gehen. Wenn ihr eine Frage habt, melde ich ganz gerne bei mir, entweder per E-Mail oder geht einfach auf tag6.lu. Da werdet ihr sehen, dass dann innerviert, wenn eine kleine eine Chat-Funktion, da könnt ihr eure Equipe schreiben, mit euren Fragen, egal ob das allgemeiner zur Steuererklärung oder ganz spezifisch zu Steueroptimierung, respektive von einem Opfer will, aber zu den Produkten, die ich vorgestellt habe, schreibt mal, dann telefonieren wir kurz und dann reden wir das hier. Ich finde, ich fühle mich merci für dass er Teil geholt hat, das ist ein Webinar. Ich hoffe, du ein bisschen etwas kontrollieren. Wie gesagt, wenn ihr froh ist, dann melde ich einfach. Noch einen schönen Tag.